Vollgas! Grüezi miteinander. Wir sind hier im Gasthaus 3 König Zentlebuch. Vollgas sind wir begrüßt worden vom Schweizer Röhrli-Trio Vollgas mit dem Martin und dem Silvan Vogel und dem Adi Zurkirchen. Sie haben erst gerade noch Tausende von Menschen beim Genderbübel Open Air im Wallis begeistert und jetzt haben sie ein musikalisches Souvenir, das der Adi komponiert hat, mitgebracht. Eine geschenkte Genderbübel-Blode. Das wäre also ein Kutteli, das ihnen die Genderbübel geschenkt haben. Danke vielmals für den rassigen Auftakt, der gut in das Tal passt, wo wir da sind. Zentlebuch, eine mystische Landschaft mit traumhaften Hügelzügen und Menschen, die offenbar auch sehr nah an der Musik sind, die in einem Chörli singen, in einem Musikverein spielen oder in einer Kapelle aufmachen zum Tanz. Ein paar Müsterli aus dieser Region gibt es in der heutigen Sendung, angereichert mit Farbtupfer aus anderen Regionen. Und wir machen gleich weiter mit Jodel von einer Kleinformation vom Jodlerclub Pfisterwald aus der Gemeinde Entlebuch. Und sie singen uns mein absolut Lieblingslied mit Gesang in die Nacht. Wie die Sterne haben gefunkelt in klarer Nacht, haben sie unsere Lieder zum Glänzen gebracht. Du fühlst dich geborgen, wenn's rundum klingt, und das Jutzen dein Herz auch zum Schwingen bringt. Glanz in den Augen, es braucht keine Wort. Der Abendluft dreht leis als Schwere fort. In all diesen Tönen klingt die eigene Geschichte. Sie zaubern ein Lächeln dir auf dein Gesicht. Zum Schluss noch ein Lied, komm, wir stossen an aufs Leben, auf die Freundschaft, wo möge haben. Wir tragen im Alltag das Glück mit heim, sie gestärkt und wir wissen sie nicht allein. So kommt gut heim, heit eine gute Nacht. Mög Gott uns beschützen und an die Wacht.
Herzliche Gratulation. Ein Dankeschön. Das ist eine der Kleinformationen vom Jodlerclub Pfisterwald. Mit Gesang in die Nacht. Ihr geht jetzt noch nicht in die Nacht, sondern bei euch steht das Jubiläumsjahr. Bevor ihr sind schon fleissig am Vorbereiten. Ein halbes Jahrhundert steht nächstes Jahr an. Und da freuen wir uns, wenn dann kräftig gefeiert wird im Entlebuch. Kräftig gefeiert worden ist in der Innerschweiz auch vor einem Monat auf der Klevenalp oben in der Innerschweiz zu Nidwalden. Da hier oben sind Bilder von dort aus um die ganze Welt herum wegen einem Alphorn-Weltrekordversuch. Hoch über dem Vierwaldstätter See auf der Klevenalp kommen am 31. August so viele Alphornbläserinnen und Bläser zusammen wie noch nie. Also wirklich wie noch nie. Es soll nämlich ein offizieller Weltrekord werden. Hunderte Gleichgesinnte mit einer grossen Leidenschaft. Das ist ein Mega-Event, das auch zusammenschweisst, finde ich. Weil du bist da und man kennt sich auch. Es ist wie eine grosse Familie, eine Alphorn-Familie. Und jeder gehört dazu, fühlt sich als Teil davon und motiviert natürlich auch, ganz klar. Das ist unbeschreiblich, das musst du erlebt haben. Und ja, die Töne und das Volumen, das da kommt, das ist einfach fantastisch und macht das Herz an jedem auf. Damit so ein Event möglich ist, braucht es eine Vision. Und die hat der Heinz Ruttishauser zusammen mit dem Urs Holdner vor etwas mehr als einem Jahr gehabt. Das ist jetzt einfach wirklich Obergrämen, oder nicht? Das ist sehr schön. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Und vor allem ich liebe es, wenn grosse Pläne aufgehen. Und das ist ein sehr grosser. Es ist gigantisch, wir haben zufriedene Leute, der Berg ist voll Alphörner, das ist genau das, was wir wollen haben. Es klappt bis jetzt alles sehr gut. Klar, die grosse Herausforderung kommt noch, aber es ist sensationell. Wir haben uns ja etwas vorgestellt. Und das, was wir jetzt heute antreffen, übertrifft das Glauben. Einfach lachende Gesichter und alle sind zufrieden und es funktioniert. Das ist, ja, wie er gesagt hat, macht einem sprachlos. Ja. Und dann ist es soweit. Aus über 1000 Alphörner erklingt das Stück auf der Bänklialp. 3, 2, 1, Start. Ich habe die Ehre, einen neuen Guinness World Records Rekordtitel für das größte Alphorn-Ensemble mit 1006 Alphornbläsern zu verkünden. Congratulations, you are officially amazing. Man muss drinstehen, das kann man nicht beschreiben. Und wo sie dann gesagt hat, 1006, das ist einfach nur die Emotionen gekommen und Tränen runtergelaufen, dass man das einfach geschafft hat. Das ist genial. Das ist super. Das gibt Hühnerhaut, das ist Heimatgefühl, das ist Schweiz. Das ist wirklich ein sehr schönes Erlebnis und ein einmaliges Erlebnis. Wahrscheinlich ist das ein Rekord für die Ewigkeit.
Merci vielmals, der Streichmusik Kalöi. 5 Schwestern, die Magdalena, neben mir da Bettina, dann haben wir Maria, Christina und Anna. Und es sind dann noch ein paar mehr, da schwätzen wir noch drüber. Zuerst mal Bettina, ihr habt jetzt gesungen und gespielt mit dem Titel «Potz Musik Kalöi». Was hat es mit dem Titel auf sich? Das heisst «Kalöi Potz Musik». Und was bedeutet das? Wir haben, als die Anfrage kam, um hier zu spielen, bin ich gerade halt voll im Stress gewesen, hätte jenste Sachen machen sollen. Und genau dann kann ich eben am besten ans Klavier hocken und etwas aufschreiben. Genau, das habe ich dann gemacht. Und dann, als wir dann das erste Mal probiert haben, haben wir dann gefunden, was soll man jetzt dem für einen Titel geben? Und dann war eigentlich dann sofort klar gewesen, Potz Musik, also Kalöi Potz Musik. Danke vielmals, dass du extra dieser Sendung und dem Auftritt heute ein Stückchen gewidmet hast. Vielleicht denkt man heute, Kalöi, das sind doch die so viele Kinder haben. 8 Geschwister, die sind 5, die haben miteinander gespielt. Das ist einmal eine Selektion und die besten 5 dürfen Mikro auftreten. Oder wie läuft das bei euch? Also klar ist sicher, dass wir immer das 5. gehen, weil wir ja eine Original-Appenzeller Streichmusik sind. Das ist genau in dieser Besetzung. Und dann schaut man halt ein bisschen spontan, welche Passgeige kann ins Mikro, entweder der Brüder oder Christina. Und beim Hackbrett eigentlich genauso, kommt jetzt Magdalena oder Theresia mit, wer hat Zeit. Mit 3 Brüdern stammen wir aus einer absoluten Kleinfamilie. Und stellen wir das recht spektakulär vor bei euch. Ihr sind 8 Kinder und die Eltern sind trotzdem immer noch seit 40 Jahren geheiratet. Wie ist das bei euch einmal zu und her gegangen? Und wie läuft es vielleicht auch, wenn ihr euch musikalisch probiert zu organisieren? Ja, bei 8 sind 8 verschiedene Meinungen und so muss man sich halt dann irgendwo finden. Aber das klappt dann auch meistens. Danke vielmals, dass ihr den Weg hier ins Entlebuch auf euch genommen habt. Weiterhin viel Erfolg in dieser Grossfamilie. Und von einer grossen Familie jetzt zu grossen Namen aus der Volksmusikwelt. Claudia Muff, Josi Fischer und Sepp Huber. Die sind miteinander die Luzerner Ländlerband. Und ich hoffe, dass ihr Name vom Stück, das sie spielen, nicht mit den Musikanten und Musikantin zu tun hat. Nämlich 3 Schellen beim Jassen.
Luzerner Ländlerband, Josi Fischer, Claudia Muff und der Sepp Huber. 3 Schellen beim Jassen von Carlo Brunner haben wir gehört. Claudia Muff, wenn ich so direkt frage, wie stehst du heute zu dieser Musik? Du bist mit der Ländlerband unterwegs, mit dem Trio, mit verschiedenen Projekten. Was bedeutet dir die Volksmusik? Volksmusik ist auch die Musik, wo ich damit aufgewachsen bin und die Musik, die ich immer noch sehr, sehr gerne spiele. Obwohl ich vielfach auch ausbrechen und andere Sachen auch mache. Aber es ist einfach meine Heimatmusik und meine Herzensmusik auch. Wir haben vorher gerade die Streichmusik gesehen mit den 5 jungen Schwestern, die miteinander Musik machen. Und der Nachwuchs liegt ja als Lehrerin am Herzen. Aber auch sonst tust du dich noch engagieren? Ja, ich bin Präsidentin der Kasper-Mutter-Stiftung. Und dort haben wir ja die Förderung der Jungen eigentlich auf die Fahne geschrieben. Wie würdest du so die aktuelle Lage im Volksmusik-Nachwuchs beurteilen? Die aktuelle Lage ist natürlich nach wie vor gut. Wir haben sehr gute Musikschulen, wir haben sehr guten Nachwuchs. Es läuft eigentlich alles bestens. Die Vielfalt wird ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Es geht mehr Richtung Örgali. Und wir probieren auch jetzt immer mit der Kasper-Mutter-Stiftung immer noch im Bläserbereich und auch im Akkordeonbereich ein bisschen Gegensteuer zu geben. Aber grundsätzlich ist alles gut. Ich denke, da sind ja mit der Luzerner Ländlerband jetzt gerade auch ein perfektes Vorbild gewesen. Merci sind hierher gekommen und wir wagen jetzt einen Abstecher in die Ostschweiz. Wir gehen in die Region Gossau, Kanton St. Gallen. Da gibt es Frauen und Männer, die sich seit über einem Vierteljahrhundert der böhmischen Blasmusik verschrieben haben. Die Gallus-Musikanten.
Merci vielmals den Gallus-Musikanten, die im Freihof zu Gossau ihr Talent präsentiert haben. Und jetzt sind wir für das Finale nochmal im Drei König da das Entlebuch mit Entlebucherinnen und Entlebucher, der Dani Bühler, der Andrea Stocker und dann die Tochter und der Vater, Franziska Wittner und der Willi Felder. Willi, was würdest du sagen? Wie sind die denn? Wie sind die Entlebucher? Entlebucher sind bescheiden, ehrlich, stolz und gewissenhaft schon. Und ein gutes Stück musikalisch. Da wollte ich gerade sagen, ihr seid ja so musikalisch. Wir hören nachher eine Komposition von dir, wo wir nochmal ein bisschen auf das Entlebuch eingehen. Ich freue mich darauf. Danke euch, dass ihr spielt und singt für uns. Ich danke allen, die zugeschaut haben und freue mich, wenn es in 2 Wochen wieder genau gleich weitergeht. Dann gehen wir auch wieder in die Innerschweiz auf Obwalden. In Engelberg gehen wir in ein legendäres Volksmusiklokal, nämlich in Wasserfall. Schauen Sie doch in 2 Wochen auch wieder. Und jetzt fragen wir uns einfach, wer könnte das sein? Adi miteinander. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Nummer 1 ist so bescheiden. Er ist ehrlich, stolz und gewissenhaft. Seine Ehrgeiz schätzt man, wie er schafft. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Das muss ein Entlebucher sein. Ja, la, 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 ja, la, ja, la. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Nummer 1 hat so ein Gespür. Er ist urchig, musikalisch gut. Hat's Jodeln meistens schon im Blut. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Das muss ein Entlebucher sein. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 das sein? Nummer 1 ist so verwurzelt. Er ist offen, wie es im Büchlein steht, aber heikel, wenn's um die Heimat geht. Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Das muss ein Entlebucher sein.